Geschäfte, Banken sowie Gastronomiebetriebe, die durch Farbschmierereien, Flaschen- und Steinwürfe sowie das Ausschütten von Buttersäure geschädigt wurden. Da die polizeilichen Maßnahmen nicht zur Ermittlung von Tatverdächtigen führten, wurden durch die Polizei auch Maßnahmen gemäß § 100h Strafprozessordnung eingeleitet. Da die Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, sieht der Senat wegen anderenfalls nicht auszuschließender Gefährdung der Ermittlungen von detaillierteren Angaben ab. Drittens. Was wurde von Seiten der Polizei und anderen Behörden zu welchem Zeitpunkt und dem Ziel unternommen, die Serie von Anschlägen zu stoppen? Welche Maßnahmen wurden zur Gefahrenabwehr ergriffen? Welche Ermittlungsansätze gibt es? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Viertens. Hat es insbesondere eine Verstärkung der Zivilfahndung gegeben, um die für die Anschläge Verantwortlichen zu ermitteln und weitere Sachbeschädigungen zu unterbinden? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Fünftens. Welche Ergebnisse konnten bei der Ermittlung von Tatverdächtigen bisher erzielt werden? Wie ist der Stand etwaiger Strafverfahren? Bei der Staatsanwaltschaft Hamburg sind 16 Ermittlungsverfahren erfasst, die seit Beginn des Jahres 2009 verübte, nach dem vorliegenden Erkenntnisstand, politisch motivierte Straftaten im Schanzenviertel zum Gegenstand haben. In keinem dieser Ermittlungsverfahren konnte ein Täter ermittelt werden. Daher wurden 15 dieser Verfahren zwischenzeitlich eingestellt. In dem noch verbleibenden 16. Verfahren steht eine Entscheidung noch aus. Sechstens. Auf welche Rechtsgrundlage kann eine Videoüberwachung durch Behörden im öffentlichen Raum in Hamburg gestützt werden? Und welche Voraussetzungen sind dafür jeweils im Einzelnen erforderlich? Rechtsgrundlage für eine Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr ist § 8 des Gesetzes über die Datenverarbeitung der Polizei. Die Voraussetzungen ergeben sich aus dem Gesetz. Rechtsgrundlage für die Herstellung von Bildaufnahmen im Rahmen von Ermittlungsverfahren ist § 100h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StPO. Die Voraussetzungen für die Durchführung dieser Maßnahme ergeben sich aus § 100h Absatz 1 bis 3 StPO. Anordnungsbefugt sind die Staatsanwaltschaft oder die Polizei. Siebtens. Gibt es im Schanzenviertel Videokameras, die Geschehnisse im öffentlichen Raum für andere Zwecke als die Verkehrsüberwachung beobachten? Ja! Wie viele Kameras gibt es und wann wurden sie installiert? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Achtens. Hat es insbesondere seitens der Polizei Bemühungen gegeben, an Gebäuden bzw. in Wohnungen von Anwohnern Videokameras zu installieren und den öffentlichen Raum zu beobachten? Und hatten diese Versuche Erfolg? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Neuntens. Welche Bestimmungen finden auf die Kameras im Schanzenviertel Anwendung? Nach welchen Paragraphen richten sich die Beobachtungen bzw. Aufzeichnungen der Geschehnisse? Handelt es sich um eine Maßnahme aufgrund § 100h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StPO? Ja, es handelt sich um Maßnahmen gemäß § 100h Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 StPO. Zehntens. Gemäß § 100h StPO dürfen auch ohne Wissen der Betroffenen außerhalb von Wohnungen Bildaufnahmen hergestellt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder erschwert wäre.
Um welchen Sachverhalt geht es hier und welche anderen Maßnahmen wurden ergriffen, um den Ereignissen nachzugehen? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Erstens, zu welchen Tages- und Nachtzeiten erfolgen die Videobeobachtungen? Werden die Aufzeichnungen rund um die Uhr oder nur stundenweise gemacht? Beziehungsweise, welche Planung gibt es diesbezüglich? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. 12. Ist der hamburgische Datenschutzbeauftragte an Planung und oder an einer Umsetzung der Videoüberwachung im Schanzenviertel beteiligt worden? Nein. 13. Ist die Leitung der Behörde für Inneres an dem Vorgang einer Videoüberwachung im Schanzenviertel beteiligt worden? Wer, Staatsrat oder Präses, wurden, wann, auf welche Weise und mit welchem Ergebnis in die Überlegungen bzw. ihre Umsetzung einbezogen? Ist der Präses der Innenbehörde informiert worden? Der Präses der Behörde für Inneres wurde durch die Polizei am 4. Juni 2009 mittels einer Führungsinformation über die Hintergründe der getroffenen Maßnahmen informiert. 14. Gibt es an anderen Orten der Stadt als im Schanzenviertel eine Videoüberwachung aufgrund § 100 a StGB? Ja. In welchem Stadtteil erfolgen derartige Aufzeichnungen im Einzelnen? Um die Aufklärung welcher Delikte geht es dabei jeweils? Die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. 14b. In welchen Stadtteilen gibt es insbesondere Bildaufzeichnungen der Strafverfolgungsbehörden zur Aufklärung von Sachbeschädigungen? Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. 14c. Erfolgt die Videoüberwachung stets verdeckt? Wonach richtet sich, ob die Bildaufnahmen im Einzelfall heimlich oder offen erstellt werden? Die Videoüberwachung gemäß § 100h StPO erfolgt in aller Regel verdeckt. Dieser Umstand ergibt sich aus dem Ziel der Strafverfolgung und Tataufklärung dieser Maßnahmen. 14d. Werden die Anwohnerinnen und Anwohner in der Regel über die Maßnahmen unterrichtet? Nein, die Fragen berühren die Einsatztaktik der Polizei, über die der Senat grundsätzlich keine Auskunft gibt. Schnitt! Danke, die Sache ist noch nicht gewonnen. Auf Wiedersehen!